Willkommen zurück zu Pokémon Legends Yay und es könnte sein, dass ich am Ende letzter Folge aus Versehen das DLC aktiviert habe. Du bist doch Michael, oder? Ja, das bin ich. Perfekt. Entschuldige, dass ich so von oben auf dich herabrede. Ich stelle mich erstmal vor. Ich heiße Antia. Und das hier, das ist Hoopa. Man kennt es auch als das Schabernack-Pokémon. Als nächstes willst du bestimmt wissen, warum wir hier sind, oder? Ich möchte Team MC um Hilfe bitten. Ihr seid schließlich in ganz Illumina berühmt. Willst du dir mein Anliegen kurz anhören? Worum geht's? Danke. Also, es ist ganz einfach. Hilf mir dabei, super leckere Donuts zu machen, die Hoopa mit Kraft erfüllen. Was? Sidequest nur 20. Super leckere Donuts, ja. Und damit sind wir im DLC angekommen. Sie will Donuts machen? Also ich weiß ja nicht. Ja, warum macht sie das nicht einfach zu Hause? Warum ausgerechnet hier im Hotel? Ist doch egal warum. Wenn jemand Hilfe braucht, dann helfen wir, ist doch klar. Das heißt dann wohl, wir stehen in Location und sorgen für die Zutaten, oder was? Yep. Nur mal so am Rande. Donuts frittiert man bei 170 Grad. Ist das nicht ein bisschen gefährlich für sie allein? Oh, das stimmt natürlich. Das erklärt dann auch, warum sie die Hilfe von Team MC braucht. Echt jetzt? Das reicht ihr als Begründung? Hat sie keine Familie, die ihr helfen kann? Hey Antia, alles okay bei dir? Dieses Hotel ist ganz anders als die, in denen ich bisher war. Es ist erstaunlich ruhig hier. Eben, da kann man in Ruhe Donuts machen und niemand stört uns. Du kannst gerne hier in der Rezeption und in der Küche hinten arbeiten. Oh. Sieht wirklich gepflegt aus. Dann erkennt man sofort, wie viel Mühe ihr euch gibt. Na Logo. Oh Mist. Du brauchst vermutlich Butter, oder? Die habe ich gestern aufgebraucht. Oh, ohne Butter wird das leider nichts mit den Donuts. Wir besorgen welche. Warte kurz hier, okay, Antja? Ich weiß genau, wo es erstklassige Butter gibt. Wir sind gleich wieder da. Michael, ich gehe schon mal vor zur Bäckerin Rose Bezirk 6. Wir treffen uns da, okay? In der Zwischenzeit können wir beide schon mal alles andere für die Donuts vorbereiten. Ja. Du und Cita können auch um die Butter. Ja, viel Erfolg. Warum ist das eine Sidequest, ne? Da ist es so seltsam. Okay, wisst ihr was? Jetzt haben wir schon das DLC getriggert. Ja, gut. Wenn es halt irgendwie in die Story und alles drumherum einfließen lassen. Ich will jetzt trotzdem mich eigentlich ums andere besser gesagt kümmern. Also sprich um alles andere, was noch so ansteht, was wir eigentlich ursprünglich machen wollten. Ja, auch hier sind noch überall ganz viele Sidequests offen. Wir haben selber noch genug offen, ne? Die Käuferliga. Ihr bist der großen Sorte. Chevro mit XL-Größe. Wir haben noch viel zu tun. Und ja, eigentlich wollte ich auch da ja, ein Pokémon eben da noch ein bisschen trainieren, unser Team, ne? Nun gut. Wo wir beim Thema sind, beziehungsweise wo wir zuvor waren, ne? Wir wollten ja eigentlich noch ein paar EVs erteilen. Zum Beispiel bei Stolos, der definitiv nichts auf Initiative braucht. Was eigentlich seltsam ist, ne? Ein Stolos ohne Verteidigungswerte. Aber jetzt vor allem bei dem Spiel, ne? Da reicht eigentlich KP-Angriff schon aus. Hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Andererseits, anstatt Angriff auf Verteidigung zu gehen, wäre auch eine Option. Aber naja. Jetzt haben wir uns halt anders entschieden. Aber entschieden, ich habe natürlich keine Vitamine für den Angriff, ne? Ich
Wollte ich eigentlich mal, um so zu aber noch ein paar Kraftfedern? Ja gut, die werden natürlich nicht viel helfen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier hin, weil mir ist vorhin oft aufgefallen, dass ich glaube hier, also zwischen den Folgen ist mir aufgefallen, dass ich glaube hier in der letzten Folge das falsche Set eingekauft habe. Oh, nein, nicht heilen, hatten wir doch schon hinter uns. Das waren doch mehr als ich erwartet hatte. Dafür ist KP voll, Angriff voll. Ja, ich würde sagen, pack aber noch irgendwie 2 Punkte so auf die Spezialverteidigung oder normale Verteidigung. Dann ihre Stolos soweit auch wieder ready. So, und das müsste es gewesen sein, wa? Genau. Das heißt, es sind eigentlich alle Punkte bei uns im Team außer Tragwand soweit, ich würde mal sagen, komplett, ne? Mit den EVs und so, also schön trainiert worden, aber... hallo, so, bisschen schneller hier. Ich will eigentlich eher auch ein neues Team trainieren und ja, machen wir eh wieder ein bisschen mehr Geld für alles drumherum. Hier waren wir vorhin, ne? Da war doch hier das Biker-Ding. Bikerjagd mit Oberteil, genau. Subatomic... Subatomic 4 oder so hieß das gerade. Okay. Das heißt, der Shop, wo ich eigentlich rein wollte, dann müsste der hier sein, ne? Der wollte eigentlich das Outfit nehmen. Und in die Bikerjacke. Ja, verkaufen kann ich natürlich auch nicht, ne? Ja, okay. Aber ist egal, lassen wir es fürs erste Mal. Wir haben gerade Nacht, ne? Also. Hier sieht's aus, da muss ich auch wieder aufräumen. Machen wir ganz kurz, machen wir es so. Ja. Muss halt später aufräumen. Dann haben wir jetzt also hier Sichlo, Lucario und Glumanda. Man mit Hyperball, nicht unbedingt das, was ich eigentlich wollte. Ich meine, auch die ganzen Werte und so müssen wir auch nicht wirklich prüfen, weil wir können sie in dem Spiel easy peasy auch umstellen. Das ist eigentlich das Coole daran. Das heißt, ich kann es hier durchaus wieder so umstellen und dann hier einfach abwarten, ne? Wie wir hier weiter vorgehen wollen, beziehungsweise, ja, was will ich mal hier sortieren, in die wir auf die 1 und so. Okay. Das stimmt soweit noch alles, ne? Auch hier Skelebrand Hafen in die Boxen packen bringt auch nicht viel, da ich da bereits ein paar Pokémon habe. Was wir machen können wir halt noch weitere Tauschentwicklungen, ne? Ja, wollte ich eigentlich auch mal gucken, ob das noch so funktioniert wie früher und so, ne? Können wir noch ein bisschen was vorbereiten. Ja. Also wie früher, ne? Wir haben es schon mal im Verlauf des Spiels gemacht, so meine ich halt. Ja, es gibt ein paar Pokémon, die wir so ja entwickeln können, wie eben auch Alpolo zu Gengar, sowas wie Simsel haben wir bereits gemacht, ich glaube Machomai auch schon, wenn ich mich nicht täusche. Das Gengar hier noch fehlt, lustigerweise. Naja. Später mehr dazu, ne? Also, dann haben wir die, Lucario, Sichlo. Ja, Sichlo muss ich auch erstmal tauschen, natürlich mit dem Metallmantel, den haben wir ja. Oder wisst ihr was? Ich lege jetzt die doch mal ab.
quasi unser und auch Durchspielteam, ne? Vor allem beim Hauptspiel-Durchspielteam, wenn man so sagen will. Und hier mal die drei, die vorher mitnehmen. Ne? Dann noch dazu nehmen auch Lucario, Sichlor, Glumanda, wenn noch mehr dazugehen natürlich auch, aber alles nach und nach. Den Level von Pokémon erhöhen ist jetzt nicht allzu schwierig. Kann ich schon rein, oder? Noch nicht, doch scheint soweit ganz gut zu funktionieren, ne? Belohnungsticket, Ist halt die Frage, wie stark die Pokémon da sind, ne? Oder was für ein Level halt die Trainer mit ihrem Pokémon haben. Oh! Alola Raichu? Alola! Ich bin die erste Vorsitzende des Vereins zur Popularisierung von Raichu in Alola-Form. Wobei, streng genommen, besteht der ganze Verein nur aus einer Person, und zwar mir. Sagt der Begriff Regionalform etwas? Aber ist eigentlich auch egal, ich werde dir sowieso erzählen, was es damit auf sich hat. Bei manchen Pokémon haben sie abhängig von der Region, in der sie leben, besondere Formen herausgebildet. Auch das allseits bekannte Pokémon Raichu hat in Alola eine andere Form angenommen. Besser als jede trockene Erklärung ist der direkte Vergleich der unterschiedlichen Formen in einem praxisnahen Anschauungsunterricht, ne? Was hältst du hiervon? Wir lassen dein Raichu in einem Pokémon-Kampf gegen mein Alola Raichu antreten. Ja, ich würde zwar gerne das erst später machen. Wenn wir das ich sage jetzt mal, das entsprechende Raichu haben. Ne? Ich glaube, ich müsste zwar schon eins. Nö, gar keins. Ne? Wir müssen Raichu noch entwickeln, aber es gibt noch andere Gründe. Ne? Wie soll ich sagen? Ja, Raichu, vielleicht erst mal kurz abwarten. Kampfsektor Ende. Ja, Ende im Gelände. So, ist wird einen neuen Film drehen oder was? Was, eine panische Szene? Es geht darum, dass ein urzeitliches Pokémon in der Gegenwart reanimiert wurde und unser Zerstörungsruf freien Lauf lässt. Ah ja. Der wilde Tyrann. Das dürfte relativ easy sein. Wir haben ja eins im Team. Also. Ja, in der Box meine ich, ne? In der Teambox besser gesagt. Aber ja, ich will es ja so dabei haben. Gut. Meine Statistenrolle. Ja, ja. Und Action. Da, schaut doch nur. Ich bin sowas von schon schockiert. Ein wildes Ungeheuer? Es kommt auf uns zu. Schnitt! Warum schaut es denn seinen Trainer so charmant an? Das ruiniert voll einen totalen Effekt. Herr Regisseur. Und Agoras können wohl tatsächlich die Attacke Charme erlernen. Es hat zwar einen wilden Charakter, aber seinem Trainer ist es trotzdem sehr zugetan. Wie bitte? Hätte seinen Trainer also nicht mitspielen lassen sollen? Scheint so, ne? Moment mal. Ein urzeitliches Pokémon, das eine herzliche Verbindung zu seinen Menschen aufgebaut hat. Das kommt doch beim Publikum bestimmt auch super an. Ist das wirklich okay, Regisseur? Das geht ja schon wieder gegen unseren Drehbuch. Was? Gegen das Drehbuch, oder? Das Motiv unserer Filmreihe ist nun nicht mehr furchteinflößende wilde Pokémon, oh nein, sondern das Zusammenleben mit wilden Pokémon. Ja, okay. Ich sage euch, das wird ein ganz großer Hit. Den Mut für diese große Richtungsänderung habe ich unter anderem auch dir zu verdanken. Ich bin ja zutiefst verbunden.
Der wilde Tyrann. 10 mal Protein. Ja, das kann man gut gebrauchen. Huch. Ein Psyana. Die trinken wir auch gerne im Team tatsächlich. Aber egal. So. Oder tagsüber, ne? Weitere Quests hier mitnehmen oder erstmal anders schauen. Ich bin unsicher. Dann gerne noch weitere Pokémon fangen. Das Problem ist auch, dass ich gar kein... haben wir noch genug Bälle? Bin unsicher. Na, schau mal, ne? Und Roserade. Das ist übrigens ein Raichu, aber in Elite-Form. Wobei, das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Da müsste ein Hyperball super passen, oder? Yo, Elite Raichu, geil. Das gerade weniger geil ist, Skelabra. Und weg hier. Calamanero! Ach, mein Freund Calamanero. Oder wie ist dein? Ist egal. Da sind sogar 2. Da hinten war noch eins. Ah, da hinten. Calamanero! So, Bisasam kann sich entwickeln. Das ist schön für Bisasam. Sogar schon 4 Bisasams, ne? Doch eins mal noch in die Box rein. Also in die Box rein, Quatsch. Er meint natürlich bei uns in die Teambox rein, ne? Das potenzielles zukünftiges Pokémon, besser gesagt, ne? So. Dann haben wir hier Calamanero. Das heißt, wir müssen den nicht mehr entwickeln. Was eigentlich ganz praktisch ist, weil Entwicklung... Ja, ich bin gar nicht mehr so sicher, wie es auf der Switch funktionieren würde, ne? Übrigens, hier unten sind sie ja. Iskala, die Vorstufe. Damals auf dem DS war es eben so, dass man irgendwie den DS-Bildschirm umdrehen musste. Also den Kopf stellen musste, das Display, und dann hat es irgendwie funktioniert mit der Entwicklung. Jetzt ist glaube ich ein bisschen anders. Naja. Aber jetzt haben wir eigentlich einen Raichu, ne? Für die Quest. Ja, Raichu will ja sowieso dann später mal noch ins Team holen. Ja, ist alles ein bisschen doof gelaufen, war, weil wir wollten eigentlich auch erstmal hier ein bisschen Postgame machen, also eben die ganze Infini Royal, Living Index und so, bevor wir uns... Oh, hallo Floink. Bevor wir uns ums DLC kümmern. Was geht immer noch so? Damit, Freunde, haben wir alle 3 CA-Starter. Perfekt. So, da ist nochmal ein Calamanero, ein Elite-Calamanero besser gesagt. Da ist der. Der ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Also kannst du mir gar nicht mal kurz aufheilen.
Ja, Megani räumt ab, wa? So, Roserade haben wir auch schon. Wir sind, glaube ich, hier... Wir kommen gut durch, ne? Eben eigentlich noch ein Lumanda mehr oder weniger wäre ganz cool. Oh, Elite-Garde war hier draußen, statt in der Mitte. Interessant. Kanimani, ja, da waren noch ein paar mehr. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, komm. Was? Ja, komm. Nur mal, vielleicht klappt's, ja. Natürlich nicht. Doch wir haben den Wildsektor schon mal komplettiert, war wieder 100%. Das heißt, wir haben alle Wildsektoren. Wie sieht es denn generell so beim Pokédex aus? Okay. Nach hier, ne, war wieder ein paar Kanimanis mehr. Noch ein paar Endivie, ein paar Floink und so für die Decks, aber wird schon. Ja, die Starter sind ein bisschen rar gesät, aber auch hier, wie schon mal erwähnt, vielleicht sammeln wir jetzt den Rest einfach mal offscreen ein, ja, weil jetzt habe ich alle schon mal gefangen. Mindestens einmal wissen, wo die jetzt sind, wo sie spawnen könnten. Sollte doch eigentlich reichen, ne? Und was ich mir jetzt gerade überlegt habe, dann doch zu machen, vielleicht hier die Quests mit ja, dem Raichu, ne? Ich meine, wenn ich jetzt schon mal hier bin und auch schon mal einen Raichu jetzt gefangen habe, ja, es ist ein Elite-Raichu. Können vielleicht sogar ein Elite-Pokémon sein, was ähnlich wie Stolos, was ich ins Team nehme. Aber wie bereits erwähnt, eher später dann. Weil vorher müssen wir, glaube ich, noch die eine oder andere Sidequest machen. Aber schauen wir mal. Also Florian kann sich entwickeln. Ja. Macht eigentlich Sinn, ne? Dass mal die Pokémon, auch die wir halt erst einmal haben, auch schon mal entwickeln, ne? Für den Dex halt. Naja. So. Raichu, ne? Muss man hier gerade noch irgendwas wegen Wesen und so gucken. Du bist ein Elite-Pokémon, genau, hast volle KP. Ich glaube auch irgendwie 2, 3 Werte müssen auch hier bei den DVs schon. Wo ist jetzt die Richterfunktion? Ah, hier Richter. Genau, KP sensationell, Angriff und Spezialverteidigung. Naja, okay. Angriff gar nicht so schlecht, weil ich will Raichu vermutlich eher sowieso physisch spielen statt speziell. Aber wie gesagt, das sehen wir uns dann später an. Erst einmal, mal gucken, wir haben Donnerblitz, Knuddler. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Raichu mit Surfer ist immer cool. Geht mal noch Schutzschild, man weiß ja nie. Klar. So, Raichu. Ja, das ist eine große Maus. Eine große Elektromaus, um genau zu sein. Dann... Lass uns kämpfen, ja. Schauen
Schauen wir mal, was passiert. Also, Alola Raichu ist ja Elektropsycho. Junge, ist noch Raichu groß. Raichu ist wirklich riesig. Waren noch beide ungefähr dasselbe Level. Junge. Ach, hätte doch Pfannkuchen aus Alola, um die volle Kraft der Alola-Form zu nutzen? Wer weiß. Name jetzt einen Raichu gegen meinen Alola Raichu tauschen? Nee. Also, im Prinzip schon, aber bitte nicht das Raichu. Wir sagen, ja, wir haben noch ein Pikachu, wir können noch weitere Pikachus fangen. Gehe jetzt mal da stark davon aus. Das heißt, Raichu kommt jetzt hier mal noch. Warte mal. Event. Es ist zwar nicht unbedingt Event-Pokémon hier, aber ich packe jetzt mal Corny und die getauschten, ne? Ich packe jetzt mal hier hin. Picanto eigentlich auch, wollen wir bei dem Lamus sage ich schon, bei dem Fleckmon. Gerade Fleckmon überlegt habe, es vielleicht auch ins Team zu packen. Mach jetzt mal so, komm. Dann haben wir hier potenzielle Pokémon, ne, sag jetzt mal. Kann er doch schon ins Team nehmen, wer weiß. Hier oben hin. Da kommt Skelabra und du Hafnia weg. Andere Box. Ich pack's mal hier hin, ich werde das wie gesagt aufgenommen ein bisschen aufräumen wieder. Und so vorbereiten, wie wir schon erwähnt hatten, sprich auch hier kommen noch 2 Weberak weg, dann haben wir hier einen Weberak und einen Ariados und so. Das müssen wir richtig sortieren, ne? So. Okay. Dann haben wir Entwicklungssteine. Was man ja auch machen könnte, ist noch weitere Fossilien, wie soll man sagen, reaktivieren oder so. Wir brauchen auch mal Aerodactyl und so als Pokémon, wäre schon cool. Aber kein Donnerstein, ah doch, hier. Heißt aber, wenn ich natürlich jetzt dieses Raichu hier gleich tausche, also sprich gegen Lola Raichu tausche, brauche ich dann für die Box wiederum, also für unsere Living Decks, wieder ein Raichu und ein Pikachu, ne? Ja, das hier wäre es gewesen. So, das hier bitte. Hat dir Fluffy zugeschickt. Kümmere dich gut um Fluffy. Das ist aber ein cooler Name. Ein Alola Raichu namens Fluffy. Ein Raichu für dich, ein Raichu für mich. Das kommt einfach nie zur Ruhe, okay. Raichu aus der Alola-Region. Tamobeere, Granatbeere, okay. Interessant. Genau, ein Alola Raichu. Elektropsycho. Ich glaube, es hat sogar Schwebe drauf, ne, eigentlich. Knese. Surfer, Donner, Knudler. Interessante Attacken. Also wenn, würde es doch eher so spielen, ne? Mit Psychokinese so und dann mal schauen. Und auch weniger mit Knudler, weil es halt, ja,
ein physischer Move ist. Das heißt, dass ja, Alola Raichu gibt doch eher speziell spielen, ne? Also auch da mit Surfer und dann vielleicht hier mit Zauberschein. Aber ja, grundsätzlich natürlich ein gutes Pokémon, ne? Kann man nicht anders sagen. Fluffy! Yo! Ja gut, Freunde, sagen wir mal, danke fürs Zusehen. Ich werde jetzt doch hier noch ein bisschen was vorbereiten und glaube, ich packe Fluffy und Picanto, dass ja auch andere Formen sind. Wir haben ein Formding. Ein Formdex, ne? Packt ihr einfach mal hier rein. Wunderbar. Nehmen dafür wieder unser altes Team mit. Und ja, gucken wir mal auch wegen dem Pokémon hier natürlich. Beziehungsweise eins fehlt gerade noch, sehe ich gerade. Glumanda. So. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. Ich werde da ein bisschen was vorbereiten noch und dann stürzen wir hier ins Getümmel, kann man sagen. Ne? Stürzen wir uns in neue Abenteuer und ja, weitere Sidequests, aber eben auch für CA Infinity Royale. Ne? Mal gucken, da vielleicht was passiert, wenn wir da so einen Belohnungskampf oder wie das heißt, austragen können. Ja, auch interessant. Hier. Punkte bis zum nächsten Ticket. 50.000, ja. Rang unendlich, okay. Nur dann, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.